Ich bin da. Wer noch? Wir schreiben das Jahr 61.000.003 vor Christus. Es ist Donnerstag und im tiefen Wald vor einer gewaltigen Schlucht sitzt der Obersten Rat der weisen Dinos an einem Lagerfeuer und trifft eine äußerst wichtige Entscheidung. Heute werde ich euer ältester Altdino, 72. Oh ja, 72 Jahre alt. Ich habe also sehr lange gelebt und viele Wunder erlebt. Aber nun bin ich alt und langsam und ich muss jede Nacht mindestens 17 Mal aufs Klo. Für die Herde bin ich einfach nicht mehr schnell genug. Ich schlepp mich hinterher, locke dadurch die Raubtiere an und gefährde so euch, meine Brüder, und wir kommen überall zu spät. Das wird euch schon aufgefallen sein. Und deswegen wünsche ich, dass mich einer von euch vom höchsten Felsen hinab in ein Sumpfloch schleudert. Aber bevor ich diese Welt verlasse, verfüge ich feierlich, dass vom heutigen Tag an alle Dinosaurier am Tage ihres, wie alt bin ich noch mal? Oh, ihres 72. Geburtstages ins Sumpfloch geschleudert werden sollen. Und dieser Tag wird in die Geschichte eingehen als Schleudertag. Und damit diese Tradition für immer und ewig feierlich ausgeübt wird, soll sich jeder Dinosaurier von einem geliebten Verwandten einsumpfen lassen. Entschuldigung? Ja, und was gibt's? Damit das Ganze auch ein bisschen Spaß macht, könnten ja zum Beispiel dann die Männer ihre Schwiegermütter einsumpfen, hä? Guter Vorschlag, angenommen. Rund 55 Millionen Jahre später steht Dino-Papa Earl in seinem Dino-Haus vor dem Kalender und ist außer sich vor Freude. Schleudertag, Schleudertag. Einmal werde ich noch wach, dann ist er da, der Schleudertag. Noch ein Tag, dann schleudere ich deine Mutter vom großen Felsen hinab tief runter in den Sumpf. Man soll diesen Tag mit Würde und Anstand begehen. Nein, erst morgen kommt der Anstand. Für heute ist noch Yippie, Yippie, Yay angesagt. Nachdem mich deine Mutter 20 Jahre erfreuen durfte, darf ich sie morgen den Berg raufschieben und von dort schleudere ich sie ohne Rückfahrkarte in den Sumpf. Natürlich mit Würde und Anstand. Morgen ist Mutters großer Tag. Sie verlässt sich darauf, dass du sie in eine nette Ecke des Sumpfes wirfst, in den Schatten neben ihrer alten Freunde, die Rosenfels. Oh, aber ja, ich werde tun, was ich kann. Hauptsache, sie bemüht sich auch ganz schnell einzusumpfen. Hey, da ist ja mein kleiner Liebling. Gibst du deinem Papa einen Kuss? Nicht die Mama, nicht die Mama, nicht die Mama. Nicht die Mama, nicht die Mama. Das geht mir langsam auf die Nerven. Hey, Oma steht in der Zeitung, seht mal. Wirklich, das muss ich lesen. Gib mal her, Robby. Mal sehen. Warte mal, Geburten, Hochzeiten, Einsumpfung, da haben wir's. Ethel Phillips, Witwe von bla bla bla, Mutter von bla bla bla, Großmutter von bla bla bla. Da, hört mal zu. Wird an ihrem großen Tag von ihrem geliebten Schwiegersohn Earl Sinclair in den Sumpf geschleudert. Och, ist das schön, ein Dino zu sein. Du, Papa, sag mal, wie ist es denn eigentlich so im Sumpf? Im Sumpf? Wenn man so richtig eingesumpft ist? Ja. Tja, weißt du, ich nehme an, dort ist es dunkel und friedlich und still. Aber das weiß niemand so genau. Das erfahren wir erst, wenn unser Tag kommt. Ich muss zur Arbeit. Oh, danke, mein Liebling. Wiedersehen, Schatz. Sag ihm, er soll nicht zu schwierige Fragen stellen. Weißt du, Robby, du musst wissen, dass sich deine Oma schon sehr lange auf diesen Tag freut. Sie trifft dort ihren geliebten Ehemann, unseren Opa Louis, wieder. Ich hab gedacht, Opa Louis ist auf einer Kreuzfahrt. Du bist vielleicht naiv. Robby! Charlene, Ja? du warst bisher noch zu jung, um sowas zu verstehen, aber ich denke, dass du inzwischen groß genug bist, um die Wahrheit zu erfahren. Oh. Wenn Dinosaurier 72 werden, schleudert man sie in ein Sumpfloch. Sehe ich in diesem Pulli zu dick aus? Kleines, du musst dir vorstellen, der Sumpf ist ein wundervolles Plätzchen zum Ausruhen, wo du mit Freuden deine Ewigkeit verbringen wirst.
Ich verstehe mit Musik wie in einer Dinothek. Yeah. Damit ist das Thema für die Dino-Tochter Charlene vom Tisch. Doch für Dino-Papa Earl ist der Schleudertag ein Festtag. Und er kann es kaum erwarten, seinem Dino-Freund Roy, mit dem er zusammen auf dem Bau arbeitet, die Einzelheiten zu erzählen. Aufgeregt, mein Freund? Alles klar für die große Schwiegermutter-Schleudernummer, Earl? Roy, bitte. Frans Mutter und ich, wir hatten zwar ein paar Schwierigkeiten in den vergangenen 20 Jahren, aber morgen, das ist wirklich nicht einfach, du. Hier, alter Freund, sieh dir mal die zwei Hübschen an. Da packt dich der blanke Nein. Echte Spezial-Schwiegermutter-Schleuderhandschuhe aus echtem Flugsaurierleder. Ja, die hat mir mein Vater zu meiner Hochzeit geschenkt. Ja? Hier, innenrutschfest genoppt. Saurierstark. Diese Prachtstücke haben schon jede Menge alter Dinos geschleudert. Ja. Hey, Earl! Hey! Morgen ist ein großer Tag, was? Ja. Und wie fühlst du dich? Ich meine, was denkt man so kurz bevor es losgeht? Ich hoffe, wenn ich mal eines Tages auf meine große Schleuderpartie muss, werden die mich kannten, ihr Glas erheben und sagen, Earl Sinclair war kein Genie, keine große Leuchte, aber wisst ihr noch, wie er damals seine Schwiegermutter eingesumpft hat? Hey, Earl, eins solltest du aber wissen. Denk dran, morgen bist du für uns alle da draußen. Ja, und bloß nicht vergessen, in die Hocke gehen und dann schmeißen. In Freudenzeiten kommt erst richtig Freude auf, wenn man sich mit Freunden freut. Mit Freunden ist die Freude eine doppelte Freude. Genau. Sinclair, sofort herkommen. Sie haben mich gerufen, Chef, mein Boss. Sinclair, ich bin ein großer, gewaltiger, mächtiger Dinosaurier, aber Sie sind bloß ein armseliges Würstchen. Vielen Dank, Chef. Aufgrund meiner Position und gesellschaftlichen Stellung darf ich alles zu Ihnen sagen, was ich will. Sie dürfen nur eins, mir Honig ums Maul schmieren. Das ist treffend und brillant beobachtet, Chef. Aber eine Tradition stellt uns gemeinsam auf eine Stufe. Der Schleudertag. Egal welche Position wir im Leben einnehmen, an dem Tag dürfen die Untersten der Unteren Schulter an Schulter mit den Obersten der Oberen zusammenstehen. Das heißt, was zu trinken, Sinclair? Mann, ich bin überwältigt von Ihrer plötzlichen Freundlichkeit. Also, hier, ja. Prächtige Handschuhe. Vielen Dank, Chef. Die hat mir mein Vater geschenkt. Klappe halten, ich rede. Klar, Chef. Wissen Sie, vor fast genau 30 Jahren habe ich Mutter Wilkerson in den Sumpf geschleudert. Oh, dieser Blick von ihr, als ich sie aus den Augen verloren habe. Oh. Ja, ist wirklich traurig, wie die Erinnerung verblasst. Was für ein Glück, dass ich ein Video davon habe. Dino-Papas Chef schiebt eine Kassette in den Videorekorder, auf der ein Film festgehalten ist, der zeigt, wie eine alte Dino-Frau in den Sumpf geschleudert wird. Klasse Flugbahn, Chef. Verdammt richtig. Aber dieses genüssliche Gefühl vergeht leider viel zu schnell. Richtig, aber nicht in Zeitlupe. Sehen Sie sich das an. Da fliegt sie hin. Oh, da kann man wirklich viel von lernen, Chef. Das will ich schwer hoffen, denn morgen ist Ihr großer Tag, Sinclair. Den kann Ihnen niemand auf der Welt nehmen. Sonst hätte ich's getan. Aber nicht vergessen, übermorgen sind Sie wieder... Der Unterste der Unteren. Und zwar bis zum Ende Ihres Lebens. Darum genießen Sie diesen Moment, Sinclair, denn er wird sich niemals wiederholen. Und vermasseln Sie es nicht! Ja, Chef. Nein, Chef. Weg hier. Und dann wird schon mal geübt. Dino-Papa Earl steht an diesem Abend mit seinem Dino-Freund Roy im Garten und schleudert schwere Sandsäcke. Auch Dino-Sohn Robbie ist dabei und schaut interessiert zu. Ja, starke Flugbahnattacke. Aber ich kann's noch besser. Ich muss nur mehr Schwung nehmen. Ist eigentlich schon mal wieder jemand aus dem Sumpf rausgekommen und hat erzählt, wie es da drin ist? Nein, mein Sohn, wenn du drin bist, bist du drin. Komm, gib mir noch eine Schwiegermutter. Gut, ich bin soweit. Und los! Papst, gibt's für Oma eigentlich sowas wie ein Leben nach dem Sumpf? Für sie nicht, aber für mich. Dein Schwung wird immer schwungloser. Robbie, du störst, ich kann mich nicht konzentrieren. Was sage ich ihr, wenn ihre große Abschiedsgeburtstagsparty steigt? Auf Wiedersehen, viel Glück, tut mir leid, dass du eingesumpft wirst. Ich erklär's dir, pass auf.
Sie hat ihr Leben gelebt, sie hat ihre Eier gelegt. Es wird Zeit für sie, den nächsten Schritt zu tun. Und wenn du also bei der Party mit ihr reden willst, frag sie doch, ob sie sich aufs Einsumpfen freut. Mutter ist da. Ja, aber nicht mehr lange. Nicht mehr lange. In ihrem alten Rollstuhl kommt die Dino-Oma herangeeiert und wird sogleich von Dino-Mama Franny liebevoll begrüßt. Du siehst fantastisch aus, Vielen Mama. Dank. Ich habe mir von der Kosmetikerin sogar die Schuppen glätten lassen. Ja. Ja, morgen ist also dein großer Tag. Ja, bestimmt der größte. Ich bin schon so aufgeregt wie ein kleines Schulmädchen. Charlene, würdest du mir mal einen Scotch geben? Na klar. Braves Mädchen. Tag, Oma. Da ist der Robby, mein Baby. Komm her, deine Oma will dir 5 Küsse geben. Komm. Muss dir die Mädchen mit Gewalt vom Leib halten, stimmt's? Du übertreibst. Hier hab ich was. Ah, vielen Dank, Oma. Aber Mutter, du verwöhnst den Jungen zu sehr. Lass mir doch die kleine Freude. Wozu soll ich's denn noch sparen? Sieh mal, Oma, wie viel ist dir das hier wert? Oh, dafür würde ich dir 100 geben. Oh. Und 5 Küsse. Das ist für die Universität. Ich werde nie auf die Uni gehen, weil ich nämlich nichts zum Anziehen hab. Na, da ist ja das Baby. Na, da ist ja die Oma. Oh. Hallo, Schwiegermama. Hallo, Fettbacke. Du miese alte Freche. Sneed Sinclair. Oje, meine sämtlichen Ich Namen. will, dass du sie diese Nacht in Frieden lässt. Aber sie hat... Eine Nacht. In 12 Stunden ist meine Mutter weg. Für immer. Aber Ich Franny, verlange sie... von dir bloß, dass du ihr nicht widersprichst. Du machst einfach deinen Mund nicht mehr auf. Sie provoziert mich Du aber lässt deinen und... Mund halten und lässt dich von ihr nicht provozieren. Ich bin der mächtige Halt den Megalon. Mund! Hallo, Fettbacke. Da hast du. Siehst du, was hier los ist? Mutter, komm her, mein Baby. Auf den Arm. So ist es gut. Wir beide haben eine Menge Ärger miteinander gehabt. Aber nun möchte ich dir sagen, mir tut's wirklich leid. Ehrlich? Willst du da mit dem Ernst sagen, es tut dir leid? Ja, dass du meine Fren geheiratet hast. Und es tut mir leid, dass sie in einem Loch auf der schäbigen Sumpfseite wohnen muss bei einem Kerl, der vor 20 Jahren Baumschubser war. Und der heute, welch große Überraschung, immer noch Baumschubser ist. Franny! Mutter? Ich hab bloß gesagt, dass es mir leid tut. Na schön, wenn du so willst. Wir können doch gerne gleich auf den Berg gehen. Abendessen. Möchte jemand von euch etwas essen? Nur wenn's mich bis morgen fett macht. Iss doch so viel du willst. Du bist mir einen Leistenbruch wert. Doch die Dino-Oma kümmert sich nicht weiter um Dino-Papa Earl und winkt stattdessen Dino-Tochter Charlene zu sich heran, um ihr ein Geschenk zu überreichen. Die sollst du bekommen. Diese Musikkette hat mir dein Opa geschenkt zum 15. Hochzeitstag. Dino stark. Hey, da ist aber ein kleines Stück rausgebissen. War eine wilde Nacht, frag nicht, mein Kind. Oh, vielen Dank für die tollen Sachen, Oma. Weißt du was? Ich finde, du hattest ein irre aufregendes Leben. Ja. Ich find's aufregend langweilig. Ach nein. Also dann bis morgen früh. Es ist spät geworden. Wir sollten ins Bett gehen, finde ich. Gute Nacht, Oma. Kann ich noch irgendwas für dich tun? Ja, lass dich scheiden und nimm dir einen anderen Mann. Hast noch genau 12 Stunden Zeit dafür. Schlaf gut, Mama. Rosenfels Tochter hat kurz bevor ihre Mutter eingesumpft wurde, noch einen Orthopäden geheiratet. Ihre Mutter versank als glückliche Dinosaurierin im Sumpf und von einem Facharzt geschleudert. Ah. Was ist mit dir, Robby? Bist du nicht müde? Hast du gar keine Angst vor dem, was dich morgen erwartet? Im Gegenteil, ich freue mich drauf. Ich vermisse meinen Louis. Wirst dich wohl kaum noch an Opa erinnern. Du warst noch klein, als er in den Sumpf kam. Oma, ich will nicht, dass du morgen im Sumpf landest. Tja, ich habe ein langes Leben hinter mir. Nun kommt der Sumpf. Ich will aber nicht, dass du gehst. Du bist wirklich ein lieber Junge, Robby. Aber manches verstehst du noch nicht. Ich weiß, du hast recht. Die Tradition gibt's seit Millionen Jahren und mich gibt's erst seit 14 Jahren. Und ich staune selbst, was ich schon für Ideen habe. Also los. Was hast du denn vor? Komm, wir zwei verschwinden hier. Was hast du denn vor? Ohne eine Sekunde zu zögern, schiebt Dino-Sohn seine Oma im Rollstuhl aus dem Haus und stiehlt sich mit ihr davon.
Aufstehen, Oma, Morgenstund hat pures Gold im Mund. Heute ist der letzte Tag vom letzten Rest deines Lebens. Und ich trage heute extra meine niegelnagelneue blauseidene Schleudertagskrawatte. Oma? 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 Renn! Und Dinosohn Robby und seine Oma? Die beiden streifen noch immer durch wildes Geäst in gefährlichen Tälern und ahnen nicht, dass das gefährliche Sumpfmonster hier ganz in der Nähe seinen Unterschlupf hat. Robby, hör auf damit. Morgens ist es hier draußen gefährlich. Jeder sucht sich sein Frühstück. Nein, ich will nicht, dass du eingesumpft wirst, Oma. Es gibt einfach keinen Grund dafür. Doch, den gibt es. Es ist eine uralte Tradition, die noch von dem weisen Saurier Dino von Wahnfried stammt. Klar, hast du das eben gehört? Versteck dich! Robby, keine Panik, ganz ruhig. Schnell weiter, Oma. Denk nicht an mich, versteck dich. Ach du dicker Saurier. Lass mich hier, du musst dich verstecken. Das riesige Sumpfmonster kommt bedrohlich nah heran. Aber es entdeckt die zwei Dinos, die sich im Gebüsch versteckt halten, nicht. Als es nach wenigen Minuten weiter in Richtung Sumpf schreitet, scheint die Gefahr vorüber zu sein. Ich musste hier bleiben. Ich durfte dich nicht einfach im Stich lassen. Sowas kann ich nicht. Siehst du, deswegen müssen die alten Dinos in den Sumpf. Bring mich wieder nach Hause. Währenddessen sitzt Dino-Papa Earl zu Hause wie auf Kohlen. Oh, ich hoffe bloß, der Alten ist nichts passiert. Bitte, bitte, sonst ist für mich der ganze Tag im Eimer. Wo hast du gesteckt? Reg dich wieder ab, Fettbacke. Wir zwei waren nur mal kurz an der frischen Luft. Ich weiß genau, wo ihr gewesen seid. Ach ja? Du wolltest dich klammheimlich ohne mich alleine einsumpfen, aber Robby hat dich gefunden und zurückgebracht. Tja, gut gemacht. naja. Musst gut auf sie aufpassen. Sie versucht's vielleicht noch mal. In Ordnung. Mama? Du, kann ich dich ganz kurz sprechen? Natürlich, mein Schatz. Was wäre so schlimm daran, wenn Oma nicht eingesumpft würde? Das würde dein Vater nicht überleben. Früher haben die alten Dinos, die nicht mehr so schnell waren, die ganze Herde aufgehalten. Aber heute leben wir doch in Häusern. Früher konnten die alten Dinos nicht mehr auf die Jagd, aber heute haben wir Supermärkte. Ist es da nicht überholt, so eine liebe alte Oma einfach einzusumpfen? Und Dino-Mama Franny verspricht ihren Dinosohn Robby, Dino-Papa Earl von dem Vorhaben, die Dino-Oma in den Sumpf zu schleudern, abzubringen. Aber der will davon gar nichts wissen. Was? Immerhin sind wir Dinos doch inzwischen zivilisiert und wer könnte uns denn zwingen, unsere Großmütter einzusumpfen? Das ist wirklich eine interessante Frage. Ja, nicht wahr? Die interessante Frage bringt mich auf die ebenso interessante Frage. Wie bist du auf diese interessante Frage gekommen? Naja, eigentlich bin ja nicht ich auf die Frage gekommen. Ich habe aber sofort erkannt, wie wichtig die Frage ist. Findest du sie nicht wichtig? Aber ja, und ob die wichtig ist. Nur, weißt du, was mich doch sehr interessiert? Wer ist denn vor dir auf diese interessante, wichtige Frage gekommen? Doch Dino-Papa Earl ahnt schon, wer ihn da um seinen Freudentag bringen will und stellt seinen Sohn Robby handgreiflich zur Rede. Aber du musst zugeben, Papa, dass es ein überholtes Ritual ist. Es ist nicht überholt, es ist ehrenvoll, absolut heilig. Jetzt übertreibst du aber ein bisschen. Ich mache ihm nur meinen Standpunkt klar, weiter nicht. Deinen Standpunkt kannst du vergessen. Earl, ich habe mich entschieden. Du wirst Mama nicht einsumpfen. Doch, ich werde sie einsumpfen. Willst du auf der Couch übernachten für den Rest deines Lebens? Ich werde sie einsumpfen. Ethel, ich werde sie schleudern. Und wie? Ich habe dich geheiratet, um sie zu schleudern. Na gut, übertrieben. Dein Zeitplan hat sich geändert, Oma. Wir brechen früher auf. Earl? Vorsicht, hinter euch, Godzilla! Und schwupps, während sich Dino-Mama Franny und Sohn Robby nach dem nicht vorhandenen Godzilla umdrehen, schnappt sich Dino-Papa Earl den Rollstuhl und schiebt die Dino-Oma an den Rand eines Abgrunds. Oh, du hast aber reichlich viel gefrühstückt, bist du Halt die schwer. Klappe und schief, Fettbacke.
Du hättest 3 Wochen fasten sollen. Langsamer, ich will mich doch für meinen Louis ein bisschen hübsch machen. Siehst umwerfend aus. Ja, meinst du das im Ernst? Ja, aber nimm den Fuß von der Bremse. Ach, halt bloß die Klappe. Schieb, nicht so lahm. Geschafft, Oma. Ich habe diese kleine Rede für dich aufgeschrieben. Hier, die kannst du unterwegs selbst lesen. Warte. Schön, ich bin soweit. Kommt nicht in Frage, Oma, du wirst nicht eingesumpft. Was? Hör zu, vor Millionen von Jahren hat ein alter Dino etwas eingeführt, was damals vielleicht richtig war, den Schleudertag. Aber jetzt musst du das Richtige für diese Zeit tun. Du könntest mit Sicherheit zur Legende aller Dinos werden. Oder du hast bloß die kurze, vorübergehende Freude, Oma in den Sumpf zu werfen. Also, ich finde, du solltest dir das erstmal gründlich überlegen. Zehen weg, mein Sohn. Nein, bitte, hör zu. Nein, du wirst mir mal zuhören. Das ist mein großer Tag. An dem Tag dürfen die Untersten der Unteren Schulter an Schulter mit den Obersten der Oberen stehen. Wenn mir das hier genommen wird, Robby, dann war mein Leben sinnlos. Tja, wenn's so ist, ist mein Leben auch sinnlos. Was soll denn das wieder heißen? Wenn du dran bist, werde ich dich nicht runterwerfen. Warum nicht, vom Donner? Na, weil du mein Vater bist. Und nur weil du älter wirst, bleibst du doch trotzdem mein Vater. Ich fasse es nicht. Hallo, bin ich plötzlich unsichtbar? Warum fragt mich keiner, was ich davon halte? Also, Mama, was hältst du davon? Ich bin eine sehr alte Frau. Für mich gibt es keinen sicheren Platz mehr auf der Welt. Nun da. Du hast bei uns ein sicheres Plätzchen. Das reicht. Jetzt fliegen beide in den Sumpf. Die Zeiten ändern sich eben, Earl. Heute? Müssen die sich gerade heute ändern? Sie ist nur eine alte Saurierin. Sie wird uns dauernd im Weg sein. Sie ist nur so alt, weil sie schon so lange gelebt hat. Und vielleicht können wir noch vieles von ihr lernen. Wahrscheinlich hat sich diese alte Tradition wirklich überlebt. Vielleicht ist es besser, unsere Oma zu behalten, statt sie einzusumpfen. Oma, sag ihm einfach, du willst nicht in den Sumpf. Robby, mein Schätzchen, ich habe alles erlebt, was man in einem Leben erleben kann. In meinem Alter, wofür sollte ich da noch leben? Fran, ich werde es niemals zulassen, dass deine Mutter den Rest ihrer Tage in meinem Haus verbringt und mir dann ständig auf die Nerven geht. Bring mich nach Hause, Schatz. Ja, super, Dino stark. Oh, ich komme, Opa Louis. Tu es nicht. Fran, wenn du mich liebst, gib mir Schutz. Es ist doch bloß für den Rest ihres Lebens. Und wie viele Jahre wird sie noch vor sich haben? Woher soll ich das wissen? An Altersschwäche ist ja bisher noch niemand gestorben. Wisst ihr was? Ich fühle mich so munter und frisch. Ich glaube, ich kann glatt 1 Million Jahre alt werden. Und dann wird die Dino-Oma wieder nach Hause gekarrt, während sich Dino-Papa Earl Gedanken darüber macht, was er am nächsten Tag seinen Arbeitskollegen erzählen soll. Ja, es war ein gewaltiger Wurf. Beinahe wäre Schwiegermama über den Sumpf hinweggeflogen. Und dann fiel sie runter und tiefer, bis sie dann zurückgequetscht ist. Ja, sie flog tatsächlich zurück und landete wieder in ihrem Stuhl. War ein einmaliges Wunder, sagt man. Darum habe ich sie wieder mit nach Hause genommen. Ja, so war das. Ja, bist ein gewaltiges Dinoceros. Es ist 8 Uhr morgens und in der Dino-Schule beginnt der Unterricht. Biologiestunde. Auf dem heutigen Lehrplan steht das Untersuchen von Lebewesen. Es geht genauer gesagt um das Sezieren von Höhlenmenschen, die schon in länglichen Kisten vor den Schülern bereit liegen. Dino-Sohn Robby ist gar nicht wohl in seiner Haut und er sieht dem Unterricht mit Unbehagen entgegen. Ich hoffe, ihr habt euch alle gut vorbereitet und das Kapitel über das Sezieren gelesen. Habt ihr noch Fragen? Meiner bewegt sich noch. Sie bewegen sich alle, mein lieber Sinclair. Daran erkennst du, dass die Objekte frisch sind. Aber ich verstehe nicht, warum wir das mit einem wehrlosen Wesen machen müssen. Robert, das Wunder des Lebens ist ebenso kompliziert wie absolut einmalig. Und um es völlig zu begreifen, müssen wir am lebenden Objekt forschen. Na, dann wollen wir mal. Nehmt die Tücher von den Versuchsobjekten. Na, los! Oh Mann, also los. Ach du dicker Dino. Also dann, ich werde jetzt mal die Runde machen und eure Versuchsobjekte völlig schmerzlos betäuben. Hey, du weißt, was jetzt kommt, habe ich recht? Warte, hab keine Angst. Lass mich nachdenken. Aus dem Fenster, genau. Na los, hau ab, das ist deine Chance. Los, raus mit dir.
Doch der Höhlenmensch ist nicht besonders klug und kapiert nicht, dass Dino-Sohn Robby ihm die Freiheit schenken will. Oh je, da kommt auch schon Dino-Lehrer Pullmann wieder. Die Zeit reicht nur noch, den Höhlenmenschen im Klassenschrank zu verstecken und vor Dino-Lehrer Pullmann den Doofen zu spielen. Robert, wo ist denn dein Exemplar? Oh, wissen Sie, ich hab das Fenster offen gelassen und da hat sich meins irgendwie verdrückt. Hoppla, weg war's. Und muss ich dafür nachsitzen? Aber ja. Mein lieber Sinclair, weil du es zugelassen hast, dass dein Versuchsobjekt entwischen konnte, hast du dich selbst um eine wertvolle Lernerfahrung gebracht. Nur durch intensives Lernen entwickeln wir die wunderbare Fähigkeit, die uns von anderen Lebewesen unterscheidet, zum Beispiel Insekten und primitiven Höhlenmenschen. Nämlich die Fähigkeit, den Verstand zu gebrauchen. Währenddessen ist Dino-Papa Earl an seinem Arbeitsplatz, der riesigen Baustelle im Wald, auf der heute Morgen ein merkwürdiger Kasten angebracht ist, der beinahe wie ein Briefkasten aussieht, jedoch keiner ist. Dino-Papa Earl und sein Dino-Freund Roy stehen neugierig davor und sehen sich fragend an. Weißt du, was das ist? Nein, hab keine Ahnung. Auf dem Schild steht Vorschläge. Mal hören, was der Kasten so vorschlägt. Was sagt er denn? Bis jetzt gar nichts. Hallo, hier ist Roy. Was schlägst du vor? Aber der merkwürdige Kasten bleibt stumm und unbemerkt schleicht sich der Dino-Chef der Baustelle an die zwei Dinos heran und meckert auch schon los. Muss man euch alles immer und jedes Mal erklären? Ja, Chef, uns muss man alles erklären. Passt auf, die Firmenleitung ist der Meinung, Vorschläge der Mitarbeiter könnten vielleicht was bringen. Ja, aber das stimmt gar nicht, richtig, Chef? Absolut richtig. Naja, aber trotzdem. Sollte mal das Wunder geschehen, dass einem von euch ein Vorschlag durch den Kopf geht, schmeißt ihn in den Kasten. Ich glaube, mein Kopf passt nicht in den Kasten. Sie schreiben den Vorschlag auf ein Blatt Papier und schmeißen natürlich das Papier in den Vorschlagskasten. Ach so. Der hat leicht reden, der bekommt ja genaue Anweisungen. Mein Vorschlag wäre, den Kasten einfach abzuschaffen. Als Dino-Papa Earl einige Stunden später mit seiner Familie beim Abendbrot sitzt, spricht man von nichts anderem als dem neuen Vorschlagskasten auf der Baustelle. Doch noch etwas anderes tut sich in der Dino-Wohnung. Nach und nach verschwinden unbemerkt kleine Leckereien von der reich gedeckten Dino-Tafel. Unter dem Tisch hat sich jemand versteckt, von dem nur dann und wann eine kleine Hand zu sehen ist, die sich, wie gerade jetzt in diesem Moment, eine knusprige Hammelkeule stibitzt. Es ist eine Falle, Friend. Vorschläge steht dran, aber eigentlich müsste Falle dran stehen. Ach ja, wenn du einen guten Vorschlag einreichst, dann wird man dich dafür vielleicht befördern. Aber Fran, mein naiver kleiner Liebling, du hast ja keine Ahnung von den Tücken der Arbeitswelt. Guck mal, guck mal, guck mal! Wenn ich einen Vorschlag in den Kasten schmeiße, heißt das, ich hatte eine Idee. Wenn ich eine Idee hatte, heißt das, ich habe den ganzen Tag nachgedacht, um auf die Idee zu kommen. Und wenn ich nachdenke, kann ich nicht arbeiten. Und wenn ein Vorschlag mit meinem Namen im Kasten ist, haben Sie den Beweis. Eine Falle. Aber zum Glück rieche ich eine Falle sofort. Was anderes, Papa. Jedes Kind sollte ein Haustier haben, richtig? Na klar. Ah, weg da, weg da, weg da! Wenn du in deiner Firma weiterkommen willst, musst du mehr Fantasie zeigen. So ist dein Chef auch dahin gekommen, wo er heute ist. Mein Chef ist da, wo er ist, weil er seinen Chef aufgegessen hat. Du Monster, wo bist du? Der Dino, den ich einmal geheiratet habe, sprühte vor Ideen. Er hätte den ganzen Kasten mit Vorschlägen vollgestopft. Was ist bloß aus dem Dino von damals geworden? Den gibt's nicht mehr. Das ist deine Schuld. Also lass ihn in Frieden ruhen und sein Abendessen verspeisen. Wirst du wohl? Jetzt hat auch Dino-Papa Earl bemerkt, was da unter seinem Tisch vorgeht, und schwupps packt er den Höhlenmenschen am Handgelenk. Selbstverständlich weiß Dino-Papa Earl sofort, wem er diesen ungebetenen Gast zu verdanken hat, denn allzu verlegen blickt Dino-Sohn Robby in die erstaunte Runde. Jetzt muss ich dich wohl mal scharf ansehen und fragen. Hä? Er ist mir nachgelaufen. Dürfen wir ihn behalten? Oh, bitte, bitte, bitte. Das ist kein Haustier, sondern ein wilder Höhlenmensch. Er ist dreckig und stinkt und ist sicher auch nicht stubenrein. Jetzt sei doch nicht so, Papa. Oh, wir waschen ihn, wir füttern ihn, wir machen alles. Ja, er wird dich überhaupt nicht stören.
Nein, die vermehren sich wie die Karnickel. Wenn wir nicht wären, würden die bald die ganze Welt bevölkern. Und ich hätte Angst, das Baby allein mit ihm im Haus zu lassen. Spiel mit mir, Babyspielzeug. Oh, das gefällt mir. Oh, seht ihr, wie süß sie miteinander spielen. Er gehört doch schon fast zur Familie. Na schön, ich schlage vor, ihr behaltet ihn erstmal auf Probe. Siehst du, das war doch ein Vorschlag. Du machst sehr gute Vorschläge. Hörst du endlich damit auf? Ich wette, wenn du dich richtig bemühst, fällt dir auch etwas ganz Tolles für die Firma ein. Die Wette verlierst du. Wir müssen ihm einen Namen geben. Wie kommst du darauf, dass es ein Er ist? Vielleicht ist er eine Sie. Keine Ahnung, woran erkennt man das? Wie wär's? Nennen wir es Streuner. Wie wär's mit Sparky? Ja. Und wenn du einen wirklich guten Einfall hättest, würde dein Chef dich endlich schätzen lernen. Ich will überhaupt nicht, dass mein Chef mich schätzen lernt. Ich will nicht mal, dass mein Chef weiß, dass ich da bin. Ich will ihm noch 30 Jahre aus dem Weg gehen und mal tot umfallen, wenn ich einen schweren Brocken hebe. Das ist mein Traum. Earl Sneed Sinclair. Jetzt geht's wieder los. Und Dino-Mama Franny stampft so mit dem Fuß auf, dass Dino-Papa Earl ihren Vorschlag, einen Vorschlagszettel zu schreiben, nicht ablehnen kann. Als er den Briefumschlag am folgenden Morgen in den merkwürdigen Kasten auf der Baustelle werfen will, trifft er dort seinen Dino-Freund Roy, der ebenfalls einen Vorschlagszettel in den Händen hält. Doch, oh Graus, wer naht denn da? Der gefürchtete Dino-Chef Richfield kommt genau auf die beiden Dinos zu, öffnet die Tür seines Büros und blickt die beiden Dinos böse an. Hey, ihr beiden! Schreibt ihr da gerade einen Vorschlag auf? Los, reinkommen! Her mit den Vorschlägen, raus damit! Jetzt! Also ich habe... Na gut, dann wollen wir mal sehen, wer von euch beiden mir zuerst etwas sagen darf. Oh, bitte, ich will nicht anfangen. Furchterregend und mit seiner langen Kralle deutet der Dino-Chef auf den armen Dino-Freund Roy, der darauf schlagartig ohnmächtig wird und krachend zu Boden fällt. Nein! Roy. Oh Mann. Das war ja wohl nichts. Ich hoffe, Ihnen ist was Besseres eingefallen. Wissen Sie, ich weiß nicht, ich bin nicht sicher, ob... Na los! Ja. Na, mal sehen. Ich finde, Freitag sollten Sie alle feine Klamotten anziehen. Vielleicht könnte ich es ja noch besser ausdrücken. Ich will einen vernünftigen Vorschlag. Na los! Ich denke... Stammeln Sie nicht so rum! Mit dem Ziel, die Produktivität der Beschäftigten noch weiter zu steigern, sollte man einen zusätzlichen Anreiz für die Angestellten schaffen, wie zum Beispiel die Ernennung zum Mitarbeiter des Monats. Und sein Name sollte auf einer Tafel stehen. Halt! Mir ist da eben etwas eingefallen. Eine Auszeichnung. Und die nennen wir Mitarbeiter des Monats. Das gefällt mir. Ja, und den Sieger lade ich auf mein imponierendes Anwesen ein. Zu einem noch imponierenderen Festmahl, wie man es nur bei mir bekommt. Klingt wie Frühstückspause, Mittagspause und Feierabend zusammen, Chef. Ja, und damit ich mir nicht die Mühe machen muss, jemanden auszusuchen, ernenne ich Sie hiermit zum ersten Mitarbeiter des Monats. Die Freude hat meine Gefühle so durcheinandergewirbelt, als ob sie in eine Wäscheschleuder geraten wären, Chef. Ja, schon gut. Und jetzt zum Festessen in meinem Haus. Wie wär's mit morgen? Das wäre mir sehr recht. Einverstanden, Chef. Aber mir wäre das gar nicht recht. Mein Badezimmer wird nämlich gerade neu gefliest. Also essen wir eben bei Ihnen. Was dagegen? Nein. Mein Haus ist Ihr Haus, Chef. Ein Arbeitsessen im Kreis zweier Kollegen. Unterhaltsames Gespräch unter Gleichgestellten. Wortwechsel aber in aller Freundschaft. Sind Sie immer noch hier? Oh ja, natürlich, Chef. Aber ich glaube, ich gehe jetzt wieder raus und werfe mal einen wachsamen Blick auf all die Nicht-Mitarbeiter des Monats. Ja. Ja, heraus jetzt. Und stolpern Sie nicht wieder über Ihren... Freund. Doch schon wenig später ist Dino-Freund Roy wieder oben auf. Ach herrje, sag mal, bin ich wirklich vor dem Boss in Ohnmacht gefallen? Ich habe eben fast sowas wie ein Wunder erlebt. Etwas, das mein weiteres Leben ganz schön verändern wird. Zum Glück habe ich mir nicht in die Hose gemacht. Nach 20 langen Jahren als Baumschubser geht es jetzt endlich aufwärts mit mir. Schön, dann haben wir ja heute beide Schwein gehabt. Ja.
Abend sitzen Dino-Mama Franny, ihre 2 Kinder und der Höhlenmensch, den die Dino-Familie Sparky getauft hat, vor der Glotze und verfolgen ein interessantes Wissenschaftsprogramm. Sparky hat sich heute vorgenommen, Dino-Papa Earl mit einem dicken, fetten Kuss zu begrüßen. Und hier haben wir heute vielleicht das große Glück, das selten zu beobachtende höhlenmenschliche Paarungsritual mitzuerleben. Um die Höhlenmenschen auch in freier Wildbahn nicht aus den Augen zu verlieren, betäuben wir einen zunächst mit unserem Beruhigungsgewehr. Phil markiert ein Ohr und lässt dann den leicht benommenen Zweibeiner frei, um ihn weiter zu beobachten. Manchmal glaube ich fast, die können richtig denken. Sie haben sogar sehr große Gehirne. Das steht alles hier in dem großen Buch der Höhlenmenschen. Seht mal. Hallo, der mächtige Megalosaurus kehrt zurück an den heimischen Herd und bringt Neuigkeiten. Na los, fragt schon. Ihr geht doch nicht auf den Mund. Schön brav, Sparky. Witz. Wenigstens einer von euch weiß, wie man eine zukünftige Führungskraft begrüßt. Was ist denn passiert? Was passiert ist? Hört mal gut zu, meine Lieben, denn ich habe euch von Ereignissen zu berichten, die unser Leben dramatisch verändern werden. Wird es besser? Besser ist gar kein Ausdruck. Oh, Papa, warte, ich hol dir deine Pantoffeln. Gib die sofort her. Mach schon, beeil dich. Ja. Es war ein einmaliger Augenblick. Mein Chef Richfield und ich, wir hatten eine Besprechung. Dabei hatte ich urplötzlich eine so unglaublich umwerfende Idee, dass er mich sofort zum Mitarbeiter des Monats gemacht hat. Heißt das etwa, du bekommst mehr Geld? Gehalt und Sonderprämien werden später ausgehandelt, Charlene. Oh! Ja, und zwar schon morgen, wenn Herr Richfield uns die Ehre gibt und hierher zu uns zum Essen kommt. Oh! Er kommt hierher zu uns? Schon morgen Abend? Jetzt nicht, mein Kleiner. Ich muss mir noch ein paar super Vorschläge einfallen lassen, um den Boss morgen zu beeindrucken. Papa, du wirst doch jetzt nicht etwa einer von diesen Umweltversauriern. Natürlich nicht, es sei denn, dass man mich lässt. Ach, und Franny, ich möchte, dass deine Mutter beim Essen dabei ist. Bist du dir da ganz sicher, Earl? Ob ich mir sicher bin, da fragst du noch? Nachdem sie mir jahrelang vorgeworfen hat, was für ein Riesenversager ich bin, soll sie jetzt meinen kometenhaften Aufstieg miterleben. Oh ja, sie soll dabei sein. Und du musst ihr auch sagen, dass wir ihren Lieblingskuchen backen. Und dass sie nichts davon abkriegt. Ja. Und dann ist der nächste Abend da. Und was für ein Buffet Dino-Mama Franny da gezaubert hat. Der Tisch scheint fast zusammenzubrechen von der Last, die da an Früchten, Fleisch und verschiedenen Suppen aufgetragen werden. Doch noch ist der Gast nicht da und alles wartet mit Ungeduld. Sparky, aus. Dieses Festmahl ist nur für Herrn Richfield. Aber keine Angst, mein Kleiner, wir haben dich nicht vergessen. Ist das nicht was Feines? Oh Mann, da ist er schon. Alles klar. Alle Mann ruhig bleiben und seid höflich. Ganz locker. Keine Panik. Und Sparky, du machst Platz, aber sofort. Und ihr redet bloß, wenn ihr gefragt werdet. Ach, und falls ihr euch was abbeißen sollte, habt keine Sorge. Das wächst wieder nach. Papas Job aber nicht. Oh. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig. So ist es gut. Ich muss mir nur sagen, wir sind gleich. Wir sind gleich. Danke, dass Sie gekommen sind. Das ist der größte Augenblick meines Lebens. Krieg dich wieder ein, Fettbacke. Wo ist das Essen? Da steht es hier und garniert mit meiner wunderbaren Familie. Hallo, Fran, mein Schatz. Robbie, Charlene, ich hab Geld für euch. Wir hatten ein Küsschen für mich. Oma, Da bist du ja. Lalalala. Oh, hübscher Hut. Wie geht's dir? Oh, Hilfe, ihr habt einen Höhlenmenschen im Haus. Weg mit ihm. Ruf den Kammerjäger. Nein, Oma. Oma, keine Angst, das ist Sparky, unser neues Haustier. Ja. Ein Mensch, Robbie. Der Mensch ist kein Haustier, er ist ein Irrtum der Natur. Ethel? Da kommt der zweite Irrtum. Da kann ich doch nur lachen, Ethel. Die Witze werden dir gleich vergehen, denn ab heute wird alles anders. 20 Jahre lang hast du mich runtergemacht, aber heute kriegst du es zurück. So ist es, denn heute kommt mein Chef, mein Freund, zu mir nach Hause, um hier zu essen und mit mir zu reden. Seinem weisen Ratgeber, mit mir. Und er wird in der nächsten Sekunde durch diese Tür da drüben eintreten. Aber nichts geschieht. Die Zeit vergeht und vergeht. Oh Mann, jetzt ist mir der Arm eingeschlafen. Liebling, ich glaube nicht, dass er noch kommt.
Vielleicht sitzt er in einem Meteoritenschauer fest und versucht verzweifelt durchzukommen. Papa, hast du was dagegen, wenn wir jetzt ins Bett gehen? Nein, geht nur. Ich wecke euch dann auf, wenn er kommt. Komm her. Ich muss das Baby ins Bett bringen. Hab ich etwa was verpasst? Oh, irgendwas stimmt nicht. Wer trägt mich da weg? Ah, das ist die Mama. Dann fühle ich mich wohl. Für mich bleibst du immer der Ehemann des Monats, Earl. Sag bloß nichts mehr, Fran. Also, der kommt nicht mehr. Nimm's leicht, es gibt Schlimmeres. Weg da, geh aus dem Weg. Weißt du was, Fettbacke, das war die tollste Nacht meines Lebens. Ethel, wenn ich meinen Arm bewegen könnte, dann würde ich deinen Kopf wie eine Kokosnuss knacken. Kannst du aber nicht. Und du bist so blöd, dass dir nicht einfällt, dass du noch einen Arm hast. Und dann legt sich die Dino-Familie zur Ruhe. Nur Dino-Papa Earl sitzt treu in seinem Schaukelstuhl und wartet noch immer auf das Eintreffen seines Chefs. Sparky, der Höhlenmensch, gesellt sich zu Dino-Papa Earl und blickt ihn mit traurigen Augen an. Du armes Ding. Immer wartest du darauf, dass dich jemand ein bisschen streichelt. Und du würdest die ganze Nacht warten. Du bist genau wie dein Herrchen. Du bist ein braver Kerl, Sparky. Und ich mag deine Treue, weißt du? 20 Jahre lang war ich auch so treu. Ich dachte, die Treue würde belohnt, aber das war wohl nichts. Weißt du, ich werde dich dafür belohnen. Ja, ich werde dir die Freiheit schenken. Ja, da staunst du. Dino-Papa Earl beschließt, seinen Sohn Robbie zu wecken, um mit ihm in den Wald zu gehen und dort den Höhlenmenschen Sparky in die Freiheit zu entlassen. Papa, ich verstehe eigentlich immer noch nicht, warum wir ihn freilassen müssen. Robbie, es ist doch unnatürlich, ein wehrloses Geschöpf an die Leine zu legen. Es muss ja völlig verzweifeln, so ohne jede Hoffnung. Aber Sparky fühlt sich doch bei uns sehr wohl. Ich rede doch nicht von Sparky, ich rede von mir. Soll das etwa bedeuten, wir behalten Sparky und lassen dich frei? Nein, mein Sohn, ich bin viel höher entwickelt als Sparky. Ich habe einen Job, ein Heim, eine Familie. Ich sitze in der Falle. Aber für Sparky ist es noch nicht zu spät, dahin zurückzugehen, wo er hingehört. Wo ihm kein Herrchen sagt, such oder Platz oder sitz oder mach jetzt einen Vorschlag. Guck mal, Papa, da ist ja noch einer. Hey, ich glaube, Sparky hat ein Weibchen für sich gefunden. Los, geh schon zu ihr, Sparky. Also, dann mach's gut, mein Junge. Pass gut auf dich auf und nimm dich vor dem Biologieunterricht in Acht. Mach's gut, mein Kleiner. Du bist jetzt frei. Und wenn dir einer dumm kommt, dann sag ihm einfach, ich bin ein wehrloses Geschöpf und ich verdiene Respekt. Na dann, mach's gut, Sparky. Du, Papa, ist das nicht der Wohnwagen von Herrn Richfield? Ja, doch, das ist er. Der ein Schwein, dass er gerade nicht da ist bei meiner Laune. Aber im Wagen ist doch Licht. Ja. Naja, sein Glück, dass du morgen Schule hast. Komm, Robbie, wir gehen. Papa, das ist doch die beste Gelegenheit, deinem Sohn zu zeigen, was sein Vater für ein Kerl ist. Also, wenn du meinst, na schön, warte hier. Der kann was erleben. Was habe ich nur für ein lausiges Leben? Ich bin stolz auf dich. Hol lieber Hilfe. Dino-Papa Earl zögert. Schließlich gibt er sich einen Ruck und betritt den Wohnwagen. Doch der ist leer. Um seinen Dino-Sohn aber nicht zu enttäuschen, geht Dino-Papa Earl mit verstellter Stimme lautstark mit sich selber ins Gericht. Entschuldigen Sie bitte, Herr Richfield, Chef. Aber ich muss Ihnen unbedingt etwas sagen. Bin beschäftigt, Sinclair! Sie hätten mir absagen sollen. Was fällt Ihnen ein, mir Vorschriften zu machen? Ich bin ein wehrloses Geschöpf und verlange, dass man mich mit Respekt behandelt. Sie haben vielleicht Nerven, Sinclair. Aber das gefällt mir. Ja, ich mag Sie.
Ich mag Ihre Ideen. Ich mag die Art, wie Sie sich kleiden. Hat Ihnen schon mal jemand gesagt, dass Sie verdammt gut aussehen? Nicht so direkt. Vielen Dank, Chef. Sie sehen aber auch nicht übel aus. Vielen Dank, Sinclair. Brauchen Sie etwas Geld? Nein, ich bin zufrieden. Sie sind mir immer willkommen, Sinclair. Denn immerhin sind Sie ja der Mitarbeiter des Monats. Und das kann Ihnen so schnell keiner nachmachen. So, das wäre erledigt, mein Sohn. Weißt du, Papa, wenn mich mal jemand rumschubst, bin ich hoffentlich genauso mutig wie du. Das hoffe ich auch, Robby. Das hoffe ich auch.